Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 aufpelzig. So, ich weiß nicht, ob das genau hier war, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, weil hier hat er mich wieder ausgespuckt, nachdem ich jetzt das Spiel wieder geladen habe. Aber ich glaube, ich sollte mich jetzt auch erstmal wieder an die A-Leitung erhalten, wo ich hinzugehen habe. Aber müsste mich eigentlich da wieder rausgespuckt haben, denke ich. Little Sisters haben wir einen Kenny. 3 muss es in dem Level hier geben, im Dionysus Park. Ich sag auch gern Dionysus, weil durch die Ausbildung, durch das Studium in Archäologie kriegt man eigentlich immer Dionysos beigebracht. Beziehungsweise auf Römisch dann halt Bacchus. Aber ja, das ist sowas, was ich irgendwie nicht ablegen kann. Okay, die Registrierkasse, die flattern wir einmal. Die ganze Splicer scheinen ja wohl irgendwie auch nie wirklich sich was rausgesucht zu haben, habe ich das Gefühl. Ist das hier unseren Verräter? Ja. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, habe ich recht? Falsch. Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lamb weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Alter, ist das ein Wiesel, der Typ. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Ja. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Alter, das sieht echt aus wie so Wiesel, wie so ein absoluter Verräter. Ich mag so Typen nicht. Also der sieht nicht so aus, als ob ich ihn trauen könnte irgendwie. Ich habe bei so Typen immer ganz, ganz mieses Gefühl. Okay, über die Karte kann ich ausfindig machen, wo die Sisters gerade sind. Hier haben wir mal nix. Also hier sehe ich jetzt zumindest mal nicht wirklich was. Von einer Little Sister. Naja. Wir werden es schon irgendwie wieder hinkriegen. Auf die Yankee-Art so lang durch die Gegend stolpern, bis man auf irgendwas stößt, was dann uns helfen könnte. Das ist so die klassische Yankee-Art. Irgendwie kriegen wir es hier. Machen wir erstmal eine Nietenpistole. Ich finde das Geräusch so geil, wenn Delta hier drunter ist. Na? Wie so ein Blecheimer. Okay. Gut, dann suchen wir nochmal die Sisters. Gerade eben habe ich es noch davor gehabt. Sieht wohl aus, als wäre das hier nicht optional, sondern als würde es hier tatsächlich zur Quest gehören. Dass wir uns um die Little Sisters zu kümmern haben. Gib das sofort her. Was willst denn du haben? Gib das sofort her. Ich weiß nicht, was ich habe, aber Hauptsache was wolle, ne? Oh, da lebt ja alles noch. Na, komm her. So. Gibt's was auf der hässliche Wäsching? Und dann läuft das. So, in der Flinte war sogar noch ein bisschen Schrot drin. Ja, die Maschinenpistole, die sind eigentlich immer... Maschinengewehre sind eigentlich immer Quatsch. Ich finde es schade, dass das so wenig nützlich ist. Und dann Splicer auch noch plündern. Den Bleikopfsplitzer. Dann wollen wir mal. Na, steht die auch noch mal auf? Nö. Okay. Na gut. Also bisher hat mich hier wenig geschockt, muss ich sagen. Es zählt zwar als Horror irgendwie, Bioshock, aber ich finde, das ist eigentlich eher ein Rollenspiel mit Horrorelemente. Irgendwo kreischt ein Big Daddy, habe ich auch schon gehört. Na. So. Lass dich mal näher anschießen. Ja. Okay, da ist eine. Wo? Mach den Riesenaffen da fertig und schnapp dir die Sister. Ja, wenn ich wüsste, wo. Aber irgendwo wird anscheinend gekämpft. Ah ja, da ist ein Bouncer noch mit dabei. Lamb's Garden. Okay, dann haben sie ein bisschen vorbereitet für uns. Das finde ich ganz nett.
So. Jetzt gibt's halt nochmal richtig auf der Dates. So, weiter hier. Ich glaube, das ist wenig hilfreich. Ich glaube, das ist tatsächlich weniger hilfreich. Nämlich lieber das Zeug hier. Das bringt wenigstens was. So. Ein Elite-Bouncer war es sogar. So. Na dann. Bei Daddy bin ich immer in Sicherheit. Ach du Scheiße. Zuerst heulen sie und dann lächeln sie so total irre, wenn sie mich sehen. Clever. Du lässt sie arbeiten und kassierst das ganze Adam. Aber du bist ja eine Art stiller Partner. Also soll's mir recht sein. Ja, ist ja gut, du Verräter. Ich hole mal schon, was ich brauche. So, dann gucken wir jetzt noch Adam. In der Zwischenzeit nehme ich mal wieder den Bohrer. Da geht's lang. Okay. Ah ja, du ist direkt eine, die ich ernten kann. Oh, und dann noch ein Splicer. Was für ein Schenne. So ein Botox-Splicer. Boah. Schön durch die Brüste gesaugt, das Adam. Fast so gut wie Muttermilch, ne? Ah, Spider-Splicer. Scheiß Typ. So, die sind ja relativ easy so fertig zu machen. Na? Ich schau nochmal auf der Wersching, du hässliches Vieh. Komm her, du. So. Fort mit euch. Euch kann ich gerade nicht gebrauchen. Da kommt noch einer. So. Ah, da ist er nochmal. So, die brauchen mittlerweile 2 Stöße sogar. Und die Claire ist fertig. Alles klar. Dann kommen wir mit. So. Daddy, bringst du mich auch nach Hause? Ah, jo. So, zuerst kümmern wir uns mal hier drum. Dass hier nochmal die ganze Leiche geflattert werden. Weil ein bisschen was essen könnte ich gerade auch nochmal. Ein paar Dollar kann ich auch gebrauchen. Oh, die habe ich leider kaputt geschlagen. Kollateralschäden passieren immer mal wieder. Ah ja, der hat Bohrer-Treibstoff. Das ist sehr schön. Gut, das sieht doch soweit ganz in Ordnung aus. War hier auch noch welcher drin? Ja, wusste es doch. Okay. Dann vermisst du die zweite Leiche. Riechst du das Adam, Daddy? Da drüben. Nee, ich riech's leider nicht. Ich bin nicht gut in sowas. Zumindest im Rieche bin ich nicht besonders gut. Oh, dann sind wieder ein paar gesammelt. So. Idiot. 2 stinknormale Splicer. Okay, den Bohrer soll ich mir vielleicht aufheben, wenn es wirklich abgeht. Nochmal weiter. Adam, Daddy, da drüben. Okay, musst mir alles zeigen. Ich sehe es ja leider nicht. Ah ja, perfekt. Adam, Daddy, hier. Ja, dann mach mal. Schlafende Engel leuchten. Oh ja, die leuchtet auch. Leuchtet. Oh, das mal aus dem Bobbers. Herzlichen Glückwunsch. Ja, heiliger Engel. Hörst du mal dein Engel. Oh, das sind Houdini-Splicer. Ja, die halten ein bisschen mehr aus, die Scheiß-Typer. Warte mal. Warte mal. So gehe ich nicht nur auf die Arme, Clanny. So, scheiß Houdini-Splicer. So. Ihr lasst mal Clanny in Frieden. So. Also der Bohrersprung ist verdammt wirksam. Warst du schon? Daddy, du rettest mich immer vor den Monstern. Ja, jo, immer. Dafür bin ich doch da. Okay, dann sollte ich mal andere Waffe zulegen. Nochmal, also der Bohrer ist immer richtig genial. Dann mal wieder die Miete-Pistole, die ist auch noch relativ effektiv. So. Da holen wir erstmal eine ganze Crew von den Leuten zurück. Hat die nix?
Das ist enttäuschend. Wir haben noch ein bisschen Schrot drin, das ist noch Quatsch. Der hat genau nur das gehabt. Die bringen mir beide recht wenig, da ich mit Maschinengewehr nie schieß. Können jetzt auch noch mal so eine kleine Lektion machen. Houdini Splicer, was ist das? Jetzt sieht man ihn und jetzt sieht man ihn nicht mehr. Der Houdini Splicer kann in einem Augenblick verschwinden und sich zu einem vorteilhafteren Punkt teleportieren, nur um sein verwirrtes Ziel dann mit einem Hagel aus Feuerbällen einzudecken. Wenn man das mit einem Houdini Splicer zu tun bekommt, sollte man ihn am besten mit einem schnellen Elektrobolt oder einem gefrierenden Winterblast außer Gefecht setzen. Die Teleportation wird durchgeführt, indem sich der Houdini Splicer in einen Molekülnebel auflöst, der für das bloße Auge nicht zu erkennen ist. Diese atomisierte Materie wird dann in eine andere Position versetzt, wo sie sich erneut zum ursprünglichen Houdini-Körper zusammensetzt. Achten Sie auf die erkennbare Wolke aus sich vereinigenden Eingeweiden, um zu erkennen, wo der Houdini wieder erscheinen wird. Kotz. Splicer ist die Bezeichnung, ja, bla bla, für die Ekeltypen. So. Okay. Da war ich mit dem Elektrobolt gar nicht mehr so verkehrt. Und da schon ein Verbandscache, das ist ja perfekt. Dann darf ich dich wieder zu deinem Lüftungsschacht bringen. Ich glaube, da drüber war einer irgendwo. Genau. Perfekt. So, Clanny, bitteschön. Und wieder 80 Adam kriegt. Sehr schön. Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Habe ich mir schon gedacht, so ein mieser Verräter. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. So. Okay, die ist wieder sicher. Ich deck ihr Flucht durch die Lüftung. Ja, fast gepackt. So. Denn da darf nichts passieren, wenn sie wieder hergestellt sind. Sehr schön. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Zeug. Mindestens. So, das Zeug holen wir uns auf jeden Fall. Ein paar Niete holen wir uns auch noch. Obwohl genug hier rumspringen. Und Antipersonenmunition haben wir auch schon. Okay. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Okay, also ursprünglich war er Amol natürlich ein Mensch. Johnny Topside. Das klingt auch irgendwie merkwürdig. Okay, so ein Gentonika-Slot holen wir uns jetzt auch nochmal. Holen wir uns gerade noch einen, aber zu Sheva. Und dann könnte man es zur Winterblast holen. Und ja, schauen wir es uns mal an. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Okay. Gut, und dann gleich die Winterblast 2. Um der gefrierende Eisblock aufzuladen. Okay. Frieren Sie Gegner länger ein. Achtung, Erkältungsgefahr. Okay, gut, jetzt haben wir dann auch noch. Das ist gegen die Houdini Splicer recht nützlich. Ansonsten lassen wir es einfach mal gut sein. Die Auswahl fand ich jetzt nicht so besonders doll, um ehrlich zu sein. Okay, der Winterblast 2 haben wir jetzt 8 drauf direkt. Das finde ich natürlich praktisch. Alter, wie die schon babbeln. Ich bin ein Lispelkopf. Stirb! Was willst du? Borscht will ich und einen guten Riesling will ich auch, aber gib mir her. Blöd, Mann. So. Ach ja, es kann so einfach sein als... Moment, du gehst zum Verräter wieder zurück. Steht er wieder auf? Nee. Aber er hat ein bisschen Bohrertreibstoff dabei gehabt und eine Flinte, wo noch was drin war. Ja, da geht's einfach wieder zum Verräter. Ah, die haben wir schon abgeschlossen.
Dem Safe haben wir auch schon. Ach ja, das wird jetzt wieder lustiges Rumgeirre, bis ich gefunden habe, was ich suche. Aber ich glaube echt, hier finden wir keine Sisters mehr. Da müsste ich wahrscheinlich wieder in der Anfangsbereich. Ja. So. Ja. Aha. Okay, warte mal. Halte mal den Gaul an. So drüber. Oh, hoch. Wo ist er dann? Ah, wo bist du dann? Ich hab schon aufgeladen für dich. Was ist der Scheißer? Ah, da drüber. Anna wirkt als nett. Das ist sehr skurril. Wo ist dieser scheiß Pleißer hier? Ah, da kommen wir auch noch wo hier. Okay. War doch nicht so verkehrt, dass ich hier hingegangen bin. Wo ist dieser Kackspleißer jetzt? Ah, da ist er. Mist. Das war der Neva. Der kommt doch her. Ich mag das jetzt nicht, wenn der Splicer dann noch hier rumhüpft. Das brauche ich jetzt nicht, das Rumgehopse. Und ich hab mein Splicer am liebsten tot. Da haben wir noch ein bisschen Krusch drin. Na, da halt nicht. Das hasse ich an diese Houdini-Splicer. Die hampeln hier immer rum wie die Idioten. Und dann kriegt man sie nicht mehr. Ja, hier war ich noch nicht anscheinend. Glaube ich zumindest. Im Triton-Kino. Nee, da war ich noch nicht. Huch. Oh. Oh, 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 oh. Halten wir Gaul an. Da stehen wir eigentlich ganz gut. Da werden wir nicht getroffen. Sehr schön. Dann können wir auch wieder auf unser Mietepistole. Und können noch den Splicer ausrauben. Sehr schön. So lobe ich mir das. Aber ja, hier waren wir noch nicht im Kino. Könnte auch gut sein, dass hier noch eine Little Sister auf uns wartet. Ah, Mist. Das war jetzt ohne Blaues. Na, egal. Splittergranate. Na komm, holen wir uns auch mal welche. Eine Kontaktmine kann anschauen. Heckpfeil, gern. Auto-Heckpfeil genauso. Sehr schön. Dann noch hier gucken. Eingang Galerie. Ah ja, da haben wir noch einen Verbandskasten. Das ist auch immer sehr angenehm. Sehr seltsam. War ich hier schon? Ich glaube eigentlich nicht. Eingang Galerie. Merkwürdig. Ich mal wieder mal Orientierung, ohne Scheiß. Da kann man auch die Uhr noch stellen, was Zuverlässigkeit angeht. Gebiete Allied. Das habe ich aber auch nicht gehackt. Das heißt, der kann nicht durchaus auch mal Verbandskasten abstauben. Okay, wir halten mal ins Kino. Weil da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Eingang Galerie müsste mal eigentlich gewesen sein. Die Cone Galerie war ich schon. Ganz am Anfang. Das war der Eingangsbereich vom Dionysos Park. Aber Gewitter Allied. Ich mal wieder an meine Orientierung. Okay. Der liegt schon. Ich höre einen Daddy. Sehr schön. Das Dosezeug können wir uns später nachfüllen. Hier war noch was. Registrierkasse, genau. Die können wir abflattern. Da ist sie. Die kleine Göre will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalt ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie. Alter, was ein mieser Typ, aber ach. Das mag ich nicht. Kann ich zum Spielen rauskommen, Mr. B? Ja, ich hätte jetzt lieber, wenn der Big Daddy sich um den Splicer kümmern würde. Scheiß Houdini-Splicer. Wo sind sie wieder? So. Und komm schon. Ne. Mistviecher.
Okay, den haben wir in einem Eisblock. Komm schon. Gott. Alter, diese scheiß Houdini-Splicer, die sind nervtötend. So. Schon stehe, du Kuh. In dem eingeweihten Nebel. So, habe ich sie kaputt geschlagen? Na, Alter. Okay. Wer greift mich dann hier noch an? Welcher Idiot? Ich muss hin an der Little Sister her. Da nehmen wir jetzt auf jeden Fall wieder der Electrobolt. Und dann nehmen wir hier noch Maschinengewehr mit der Panzerbrecher-Munition. Ups. Okay, dann bräuchten wir jetzt noch eine andere Munition. Und... Hoppala. So, brauchen wir vielleicht die Phosphor-Munition für dann. Oh ja. Sieht schon gut rein. Aber ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen was anderes. Nehmen wir den Bohrer. Das kann ich nämlich auch. Und... das nochmal. Und fertig. Sehr schön. Und so ein anderer Freak. Ah ja, das ist noch ein anderer. So. Blöd, Mann. So, wieder zurück. Die arme Little Sister, die greint hier schon. Ja, ich kümmere mich sofort um dich. Komm her. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Ja, mach das mal. Um den anderen hast du sehr kurz nur getrauert. Oh Mann. Okay, der hat nochmal glücklicherweise viel Bohrertreibstoff mit dabei. Das ist äußerst nützlich. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir dann hier noch? Die können wir ausadmen. Also da können wir das Adam nicht rauszerren. Ausadmen. Das ist irgendwie blöd. Nee. Ach Mann. Wenn es jetzt hieß, filtere Leichen, ne, dann würde ich ja sagen, ich filter, die können wir nicht ausfiltern, aber, da können wir nicht, nee, ich glaube, aus Adam kann man jetzt nicht wirklich ein Verb machen. Ausadamen, das klingt irgendwie falsch. Was haben wir da noch? Nix. Ja, kann ich wusste, dass der Mutter dich auch so nicht mehr erleben muss. So. Blöde Kuh. So. Aber ich muss echt sagen, der Bohrersprung hat sich immens gelohnt. Vielleicht sollte ich auch nochmal von den Elite Bouncer Video drehen. Haben wir jetzt noch was? Eine weltliche Heilige. Das Genie Sophia Lambs liegt in ihrer Empathie, ihrer tiefen Moralität. Ich kann sie nur als eine Art weltliche Heilige bezeichnen. Gott. Indem sie ihr Mitgefühl gleichmäßig über die ganze Welt verteilt, kommt stellenweise so wenig davon an, dass mancher es nicht mehr wahrnimmt. Liebe ist als Begriff zu schwach dafür. Selbstverständlich ließ Ryan sie verhaften. Er übergab sie Sinclair, der sollte sie irgendwo wegsperren. Aber sie floh und brachte die Stadt an sich. Das hat mein Leben für immer verändert. Okay, gut. Da ist der auch fertig mit seinem Gebabbel und ich kann hier noch Adam sammeln. So, bitteschön. Rosen und Sonnenschein bedeutet Oh ja, da ist noch sehr viel mit Sonnenschein hier. Blocks, wo zwickt sie jetzt? Ah, aus der Brust ist mal bei dem Typ. So, komm her, du. So, du ekliger Splicer, du bist auf jeden Fall nur tot. Und du auch. So, lass mal Clenny in Friede. So. Als Druck. So, lass die Clan in Friede. Okay, ich habe keinen Treibstoff mehr.
So. Und weiter geht's. Warst du schon? Du bist es. Sind So. wir jetzt wieder zusammen? Natürlich sind wir das. So. Oh, oh, oh. Irgendwas ist noch in der Nähe von deiner. Naja. Flattern wir erstmal die ganzen Fleißer, die noch hier sind. Oh, da ist noch einer. Ja. Okay. Planänderung. So. Ich denke, das war auch recht ordentliche Planänderung. So, da haben wir nichts von einer Antipersonenmine finden. Mine sag ich. Von einer Antipersonenmunition finden wir leider ziemlich wenig einfach so. Na gut. Soweit, so gut in die Sache. Und dann haben wir soweit alles hier gesammelt. Die Maske liegen noch ein bisschen rum. Aber ich denke, das ist in Ordnung so. Da können wir noch ein bisschen plündern. Ja, das geht schon in Ordnung so. Und hier offen waren wir, glaube ich, noch nicht. Können wir ja jetzt noch machen. Kann mal gucken, was es hier offen noch gibt. Ah ja, da ist schon der nächste. Hier sind noch irgendwo Spleißer. Ah ja. Gott, dann habe ich noch. So, perfekt. Da aber geht's einfach nur runter. Okay, gut. Dann will ich das sagen. Ich mache jetzt hier noch dem Ding mein Cut. Ein Spion. Na endlich. Es gibt einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Und jetzt werde ich eingesperrt. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht, aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch, Ryan wird es als letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt, Rapture wird mir folgen. Die scheint ja wohl ziemlich zuversichtlich gewesen zu sein, was sowas angeht. Naja, da will ich jetzt aber, wie gesagt, sagen, dass ich hier meinen Cut mache und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig, wo wir dann hier die Adam-Leiche hier weiter ernten werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.